Christenmensch, leef Funke van mich, leef Funke und wir alle, die es geschafft hat, in der Basilika Zinterfrings dabei zu sein, weil der ist. Die Kölsche Funke und Wies von 1823, 4 Mess und Kölsch. Ich kann mich noch gut erinnern, das ist jetzt 5 Jahre her, da vierte man auch im November den Mess und Kölsch. Die Rat hatten Salafisten in Paris mit Zimmermann, Granate, Sturmgewehr und andere Schusswaffen, Restaurants und Veranstaltungen, ja sogar Staaten angegriffen, wo die Art der Franzosen, die Deutsche, Dänische Affäre haben. Wir waren alle schon. Keine Angst. Das war doch gerade der Erinnerung, was wird kommen. Angst in Deutschland, Länderspiele in den Niederlande, war da später auch abgesagt, wegen den dringenden Verdacht und wickelnde Ansprüche. Von jetzt auf gleich hat sich die Welt verändert. Was wird kommen? Die Messe und Kölsch hat dort eine ganz besondere Stimme. Wir waren still, man denkt bitte, wir hatten kein Wort für das, für Menschen gemacht und Glück, wir waren fassungslos. Ich möchte, dass es auch eine ganz besondere Stimmung ist, die uns trotz aller Unheil in der Welt zusammenbringt. Die Terroristen von 5 Jahren, das ist ein Virus. 57 Millionen Menschen haben weltweit, 1,4 Millionen sind dort dran oder mit dem Virus gestorben. Und keiner hat so richtig eine Idee, wie das Grenzen. Wie lange, wie stark, warum. Mehr und Zwang. Jeder Ende muss behutsam sein, aufpassen, fürsichtig und achtsam. Und trotzdem sind wir zusammengekommen. Es wird anders, als wir das kennen. Aber es ist ein Mess Kölsch. Ein Wort Gottes Willens. Wir zeigen Präsenz auf am Halloween-Tag, am 1. November, auf am 11.11., auf zur Tropfversammlung, aber ganz besonders. Wir sind dort. Das Treffen ist eingeschränkt, aber wir sind dort. Gemeinschaft hilft uns, die Zeit zu überstehen. Zusammen sind wir nicht nur fast in Ordnung, zusammen sind wir irgendwie, um auch Kraft zu sammeln, für uns selbst, für uns Wunder und all die, die leid und begehrt. Wir werden mit wie immer merken, wie die Messe und Kölsch Kraft hat, Zuversicht und Mut auf uns zu holen und gerade nicht bang zu sein. Der heilige Franz von Assisi hat gesagt, in der Welt brauche ich immer dann denke ich schon noch eine Abbildung Platz. Gerade mir im Fasten sind auch für Mut, zu zeigen und Zuversicht, das hilft den Menschen, das hilft uns selbst. Als Christenmenschen sind wir befähigt, mit dem Vater in den Himmel zu sprechen und gesprochen uns jetzt. Alles, was wir erleben, hat sich gesehen. Auch wenn wir das nicht verstanden haben. Gerade jetzt haben wir Zeit, darüber nachzudenken. Oder alles richtig, was wir gemeint haben. Muss es immer wieder
immer schneller, immer höher, immer größer. Ja. Was lief? Was haben wir oder haben wir jetzt hier in der Zeit, die wir gerade treffen? Das Leben wird vorwärts zurückkommen, ein Stück. Das ist ein schönster Sinn. Was nämlich minus der Zeit, die ich jetzt gerade so ergreifen muss, bis mit Bang und fragt die Mehrheit, der die Schuld zur Messung eingeladen hat, mit ihm zu sprechen. Herzlich willkommen zur Messung Kölsch sind mit Bang.
Wir sind eingeladen und feiern im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Unser Herr soll mit euch sein. Rest euch. Liebe Präsideurs, liebe Funke Freunde, mit und ohne Madenscher, liebe Funke in Sinterfring und zu Hus vor der viereckigen Käse. Liebe Marie. Letzte Woche hat in einem Brief der kleine Panz von meinem Dresdner Petsche wird schön zusammengefasst. Corona, du nervst. Stimmt. Was wir alle nicht dürfen, was wir alle nicht tun sollen, es geht langsam an den Nerven. Auf Bütze, auf Stippefurt, auf Singe hier in der Kirche, auf dem Fastenabend, auf sich besöke, auf, und das fällt uns besonders schwer, sich knubbele all das und noch für mich geht im Augenblick nicht. Das ist es so. Einfach mal setzen Zeichen, denn wir sind noch da und wir lassen uns nicht umkriegen. Darum waren wir mit ein paar Mann aller hier auf Malot. Hat am 11.11. der Präsident seine Flugangst überwunden und ein passable Figur in dem Zeppelin gemacht. Darum sind wir wie unser Titelbild auch zähig, nicht bang. So haben wir die kleine Mess auf Kölsch genannt. Wir sind nicht bang vor Ökumene, wir sind auch nicht bang vor der Zukunft. Nicht im Fastenlaufend, nicht für uns Stadt und überhaupt. Und wie immer in der Messe um Kölsch zeigen wir uns solidarisch mit denen, die nicht so gut durch die Pandemie kommen, wie die Leute auf der Straße. Und die im Frings-Treff in Never an jetzt auch morgens frühstücken können. Und da ist es warm. Es gibt das Essen und man kann sich setzen. Das unterstützen wir mit der Kollekte am Ossian oder per Überweisung. Die Kontonummer steht hinten drauf auf der Inlage. Doch genug geschwart, jetzt wollen wir beten. Leben Harriet, wir kommen heute zu dir mit allem, was uns so hin und her bewegt. Bangen sind wir nicht, aber wir machen uns trotzdem Sorge um dit und dat. Und um so manche Freunde. Wir vermissen, dass wir uns nicht nachkommen dürfen und wissen, es ist besser, wenn wir gerade nicht tun. Du hast uns versprochen, dass du bei uns bist, in Jode und in schwere Ziegel. Und dass du uns nicht im Riss lässt. Dafür danken wir dir, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Wir hören eine Lesung aus dem Buch Jesaja 35. Unser Herr sagt, wann wir hängen ohne Kraft geworden sind, dann mag sie wieder stark. Und wann die Knie zittern und wanken, dann mag sie wieder fassen. Sagt zu all denen, die ängstlich erzangen, hat neue Mut, sitzt nicht bang. Lohnt, das ist ihre Herrlichkeit. Das will der Herr euch sagen. Lev Rode Funke, Leben Pfingstpastor, Leben Rode Funke Pastor, Lev Glück. Dies Jahr feiern wir also kein Miss auf Kölsch. Oder wie es in unserem Motto so schön hieß, eine kleine Miss auf Kölsch. Als Wortgottesdienst mit deutlich weniger Menschen hier in der Kirche und in der Videoübertragung im Internet. Alles ist anders dieses Jahr. Bescheidener, kleiner. Und bei allem, was man plant und sich vornimmt, wisst man lichtsiegig, sicher ist im Moment eigentlich nichts. Man muss abwarten, wie sich die Sache entwickelt. Zum Glück ist es uns gelungen, dieses Jahr diese kleinen Miss auf Kölsch zu organisieren. Als Predigttext haben wir gehört vom Propheten Jesaja gehört. Wann Überhängen ohne Kraft geworden sind, dann macht sie wieder stark. Und wann ihr Knie zittere und wanke, dann macht sie wieder Fass. Sagt zu all denen, denen ängstlich jetzt haben, hat neue Mut, sit nicht bang, lurt, da ist ihre Herrjot, unsere Herrjot. Hängen Knie unter die Hetz, gehören zu uns Menschen und zu jedem Kölschling. Die hängt zum Winken, die Knie zum Tanzen und das Hetz könnt nicht im Süns in Gefühl jede zweite Kölsche Lied für. Er war auch das alles, wie sich dies Jahr nicht so recht instellen. Stattdessen gibt es viele, deren Hände schwach geworden sind, weil sie einfach nicht mehr schaffen, was von ihnen verlangt wird. Auf den Intensivstationen ist das Personal knapp und jede helfende Hand gefragt. Man hat alle Hände voll zu tun mit der Versorgung der Kranken. Und ähnlich geht es denjenigen, die Verordnungen tippen müssen. Mit kurzen Abständen immer wieder Neuerungen. Man kommt nicht hinterher. Das sind die einen, deren Hände schwach geworden sind. Die Überarbeiteten, die sich nichts sehnlicher wünschen, als endlich mit der Arbeit fertig zu sein. Und dann, auf der anderen Seite, da gibt es diejenigen, die herzlich gern wieder etwas täten. Die heilfroh wären, wenn sie endlich wieder Geld verdienen könnten mit ihrer eigenen Hände arbeiten. Endlich wieder Gitarre spielen vor einem großen Publikum. Endlich wieder im Theater auf der Bühne stehen. Endlich wieder als Köchin Stress in der Küche haben,
weil das ganze Restaurant voller Kundschaft sitzt. Müde sind die Hände der einen vor Erschöpfung und gleichzeitig in eine Zwangspause versetzt die Hände der anderen. Wann überhängen ohne Kraft geworden sind, dann naht sie wieder stark. Das sagt unser Predigttext. Und dann gibt es die, deren Knie schwach geworden sind. Angehörige, die mit zitternden Knien auf den Intensivstationen warten, in der Hoffnung, dass es der Partnerin oder dem Partner doch nicht so schlecht geht, wie erwartet, und dass sie sich wenigstens kurz sehen dürfen. Unternehmer, die ums Überleben kämpfen und dann mit weichen Knien zu einem Mitarbeiter gehen und ihm die Kündigung geben, in dem Wissen, was das jetzt für ihn bedeutet. Und Politikerinnen und Politiker, die eben nicht abgestumpft sind, sondern die sehr wohl wissen, was es heißt, wenn man einen Teil-Lockdown verhängt, und die mit zitternden Knie und Angst und Bange zusehen, weil Teile der Bevölkerung überfordert sind und lieber an eine Verschwörung glauben, als sich an die Regeln zu halten. Und wann über Knie, Zitterung und Wanke, dann naht sie wieder frei. Es gibt diejenigen, die alleine leben, die sich über viele Monate zusammengerissen haben, aber die jetzt einfach nicht mehr können. Ausgerechnet jetzt im November und über die Advents- und Weihnachtszeit alleine zu Hause sitzen zu müssen. Schon der Gedanke daran ist unerträglich. Die Herzen vieler Menschen sind verzagt geworden, weil ein Ende nicht absehbar ist. Und das übrigens unabhängig vom Alter. Auch in die Herzen von Kindern schleicht sich Misstrauen, weil sie sich so wenig vorstellen können unter einem Virus, das zwar da, aber nicht sichtbar ist. Und die Vorstellung, dass man Menschen, die man gerne mag, dass man denen etwas Gutes tut, wenn man sie nicht umarmt und berührt, das ist nicht nur für Kinder kaum vorstellbar. Sagt zu all denen, den ängstlich Hetzer, hat neue Mut, sit nittban, lurt, da ist ihre Herrjot. Lurt, da ist ihre Herrjot. Lurt, da ist unsere Herrjot. Nur noch knapp 5 Wochen, dann ist Heiligabend. Auch die Advents- und Weihnachtszeit, die wird anders werden in diesem Jahr. Bescheidener, kleiner. Und unter welchen Bedingungen wir Weihnachten feiern werden, das wissen wir jetzt noch nicht. Eins aber hoffe ich, dass uns die Botschaft von Weihnachten in diesem Jahr viel unmittelbarer erreicht als in den vergangenen Jahren. Unsere Gottesdienste, die werden zum Teil draußen stattfinden. Unter freiem Himmel, und die Situation von Maria und Josef mit dem Kind im Stall und den Hirten auf dem Feld, die wird möglicherweise viel rauer und unmittelbarer wirken, als in einer wohlig warmen Kirche mit Kerzenschein. Lourdes, da ist ihre Herrjot, die Weihnachtsbotschaft schlechthin. Die wird unsere Herzen auf andere Weise berühren. Wir werden Gott finden an der Seite derer, deren Hände müde geworden sind. Auf den Intensivstationen und in den Behörden, unter den Musikern, den Künstlerinnen und in der Gastronomie. Wir werden einen Gott erleben, der die wankenden Knie derer stärkt, die um das Leben ihrer Angehörigen bangen. Und einen Gott, der denen beisteht, die unbequeme Wahrheiten verkünden müssen. Wir werden einen Gott erleben, der sich leise in die Herzen derer schleicht, die sich alleine fühlen, dass sie zu neuer Stärke erwachen. Nur in Kleinem ist auch Köln
Kölsch feiern wir in diesem Jahr. Wir waren klein bis auf Kölsch mit einer starken Botschaft, die sagt, hat neue Mut, sit mit Bann, Blut, dort ist unser Herrgott. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Unser Herr soll mit euch sein. Wir hören jetzt die Wort aus der frohen Botschaft vom heiligen Matthäus. Jesus sagt zu seinen Jüngern, seid nicht bang. Ja, und sagt zu meinen Brüdern und Schwestern, sie sollen nach Galiläa gehen. Da werden sie mich sehen. Und ihr und alle Menschen sollen die Gewissheit haben, ich bin bei euch alldags bis an das Ende von der Welt. Wort Gottes. Gerühmt in Ewigkeit. Tu dich wieder Rest. Die Funke Freunde, die fristen Menschen hier in der Pfingskirche und auch zu Hause. Als wir uns in dem kleinen Kreis, mit dem wir die Lesoköltiger andenken und vorbereiten, immer just Gedanken gemacht haben für den Gottesdienst heute Abend. Da steckte uns noch die Erfahrung von dem ersten Lockdown früher in die Leder. Und jetzt sind wir wieder so weg. Die Zahlen von den Infizierten in den Spitälern, auf den Intensivstationen und die Zahlen von den Gestorbenen sind hoch. Viel höher als für einem halben Jahr. Wir müssen uns wieder einschränken, müssen auf Menschen verzichten. Vor allem, ob wir zusammen sind mit unseren Freunden, ob wir gemeinsame feiern, ob der Fastenlehrer im nächsten Jahr. Und ob so manches andere mehr. Das wird uns erst traurig. Und manch einer hat keine Angst und freut sich, wie soll das wieder gehen? Was könnt ihr noch uns? Was könnt ihr auf mich so? Angst lebt von Gefreunde Angst mit eng. Das sieht man gerade jetzt mit dem Coronavirus. Man trägt sich zurück in seine eigenen vier Wände. Man hebt andere Menschen aus dem Weg. Jeder Eng könnte einem gefährlich werden. Man schützt sich, so gut man kann. Man ist ganz gefangen von dem Gedanke, es könnte irgendwie passieren. Und das stimmt ja auch. Es könnte irgendwie passieren. Aber das zeigt auch, Jod, was für die Angst charakteristisch ist. Sie hätten nicht nur den Blick, was ist, sondern das, was sie könnt.
Es könnte irgendwie passieren. Seid nicht bang, so haben wir als Motto über unsere Gottesdienste, über unsere kleine Messe auf Kölsch gesagt. Seid nicht bang. So hörte man der letzte Wort vom Prophet Jesaja. So hörte man die erste Wort aus dem Evangelium, die Jesus uns erzählt. Seid nicht bang. Sie sind wie eine Brücke zwischen den zwei Texten aus der Heiligen Schrift. Sie sind ein Motto für uns Messerkölsch geöffnet. Sie sind ein Motto nicht nur in Corona-Zeiten. Sie sind uns zugesagt, grundsätzlich und für immer, für alltags, für alle Zeiten, für alle Situationen, in denen wir gerade können. Und da gibt es ja immer genug, was uns Angst machen kann. Und da gibt es auch immer genug, die uns Angst machen wollen. Die frisste Menschen, Angst ist gefährlich. Angst wird uns anfällig. Angst wird uns verführbar. Anfällig und verführbar für die, die einfache Antworten und Lösungen, die Populisten und ähnliche Couleur. Anfällig und verführbar auch für Feindbilder. Man braucht nicht immer eine Schuld. Anfällig und verführbar auch dafür, unsere eigene Verantwortung aufzuheben. Und das geht zu jeder Zick, auch in unserer Zick. Menschen, Politiker, die uns Ängste doch benutzen wollen, um mehr eigene politische Süppchen zu kochen und die noch ein Schüppchen drüber legen. Und jahrhundertelang, das muss auch gesagt sein, jahrhundertelang wurde von der Kirche gepredigt, man möchte vor unserem Herrgott Angst haben. Angst, dass er uns nicht jähnt. Angst, dass er uns verurteilen und strafen. Angst, wir können nicht in den Himmel, nicht in das ewige Leben. Was ist da frohe Botschaft von Gott, der uns lebt hat? Wozu und Botschaft für einen Gott, der uns Angst machen will? Dem gegenüber holte man in den zwei Texten aus der Heiligen Schrift an der Prophet Jesaja und auch Jesus uns sagte, seid nicht bang. Und man kann dazu ergänzen, da steckt da mit drin, lasst euch nicht bang machen. Von nix und von keinem. 365 Mal ist der Satz in der Heiligen Schrift zu finden. 365 Mal sagt unser Herr uns, seid nicht bang. Einmal für jeden Tag im Jahr sagt er das. Ich dürfte das keine Zufall. So wichtig ist das, dass er wieder und wieder sagt, wie die Christenmenschen, dann frage ich mich, wie könnt ihr dann im Sinn haben, wir sollten für ihn Angst haben. Die Christenmenschen werden uns helfen gegen die Angst. Was brauchen wir? Damit wir die Angst verlieren, wann sie uns packen. Und zu fragen, stimmt das eigentlich, was ich dort denke, auf annehme, was ich befürchte, was mir Sorge macht, was mir Angst macht. Stimmt das, was ich da höre, was da gesagt wird, womit sie mir Angst machen wollen? Ist das wirklich wahr? Das heißt, ich muss mich informieren. Am besten
von unterschiedlichen Singen. Muss man dann eine eigene Meinung bilden. Muss mich fragen und auch kritisch fragen, ist das, was sich da abspielt, so schlimm, dass ich Angst haben muss? Als Christenmenschen haben wir eine ganz besondere Hilfe in unserem Leben. Dass die Angst zu uns Menschen gehört, das war schon von Anfang an so. Und unsere Heilige Schrift geht darum viele Wörter, die uns Mut machen wollen. So heißt es zum Beispiel im Psalm 27, Hand Jude Mut und dem Herr den Vertrauen schenken. Ja, da brauchen wir beides. Mut und Vertrauen. Mut, man könnte auch sagen, Zivilcourage. Mut, ihr zu dumm. Wenn man nicht dumm kann und wenn man nicht denkt, dann kann sich nicht dumm. Dann kann sich nicht ändern. Wir brauchen Mut, den Schluss aufzumachen, auf wie es vor Jahren ist, Anschuh zehn auseinander. Und es hilft uns, wenn wir vertrauen können. Wenn wir uns selbst vertrauen können. Unsere eigene Kraft, unsere eigene Möglichkeit, unsere gute Lebenserfahrung. Wir Kölscher haben dafür ja das schöne Wort, das hätte doch immer gut gemacht. Das ist uns Kölsche DNA. Es hilft uns, wenn wir Vertrauen haben in das Leben. Wenn uns der Gedanke im Herzen ist, das Leben geht wieder. Das Leben ist noch lange nicht am Ende. Es hilft uns auch, weil wir Vertrauen in die Menschen haben. Zuerst in die Menschen, mit denen wir in Freundschaft und Leben verbunden sind. Dass wir Vertrauen, dass sie uns helfen, dass sie uns nicht im Riss lassen. Und die uns Mut machen und sagen, komm, lass den Mut nicht sinken. Überhaupt ist es ja eine Hilfe, wenn wir nicht allein sind. Wenn wir mit anderen und andere mit uns zusammenstehen. Das verspricht uns auch Jesus, der gesagt hat, wir wurden im Evangelium, ich bin bei euch alltags bis an das Ende von der Welt. Das sind die letzten Wörter, die Herr zu singen Freunde gesagt hat. Und so ein letzte Wort sind immer besonders wichtig und besonders ehrlich und besonders ernst gemeint. Ob die Welt von Jesus können wir uns verlassen. Wir können vertrauen, was auch passiert, das eine ist klar, unser Herr ist bei uns. Er ist an unserer Seite. Er geht mit uns auf alle Wege. Er geht mit uns durch alle Ziegel. Er hält Paul und stärkt uns der Rücken. Er gibt uns Kraft und Mut zum Leben. Amen. Lassen wir jetzt zusammen beten. Herr, unser Gott, du hast ein großes Herz für uns Menschen. Und er ist uns lieb und süß, was er uns los ist. In dieser schwierigen
Unser Herr hat gesagt, seid nicht so bang. Aber wir wissen, wie schwer das oft ist. Und im Moment haben wir allmal Sorge und Not. Und das ist immer manchmal auch erst fies, auch wenn man das nicht will. Trotzdem, wir bleiben in seinem Herz und in seiner Hand. Dafür danken wir dem Herrgott und bitten zu ihm mit Vertrauen. Leben Vater da oben, uns Sieg ist trüb und düster. Angst schüttelt uns. Was machen wir nur? Das Virus mäht uns bang und versöhnt uns unser Sozialverhalten. Herr Vater, ob dich hoffe mal. Lass es wieder heller werden. Schenk uns Mut, Gnade und Hölle. Herr, bist du so gut. Vater im Himmel, aus unserer tiefsten Herzensnot rufen wir zu dir und warten darauf, dass du uns hörst. Hör nicht vorbei an uns Ohnmacht und Verzweiflung. Wir hoffen, dass dein Erbarmen größer ist als uns Angst. Wir hoffen, dass du uns rettest aus Seelennot und uns bewahrst für Infektionen und Tod. Herr, bist du so gut? Hör uns an und hier. Leben Herr, überall auf der Welt haben die Menschen Angst um ihr Leben. Gib ihnen die Kraft, dass sie durchhalten, dass die Kranke wieder gesund werden, dass sie auf dich hoffen. Herr, bist du so gut? Liebe Vater, die Lüksche vom Krankenhaus, von der Alte- und Pflegestation, von der Arztpraxis und der Labore, von der Kindergärten und Schulen und all die in der kritischen Infrastruktur arbeiten. Alle sind obgerufen durchzuhalten und den Zähne zusammenzubießen, weil der Not so groß ist. Hier finde viel Kraft, dass sie nicht verzweifeln und dass sie eine stöckelsche Hoffnung dafür haben, dass wir bald wieder in Raum und wie früher leben können. Herr, bist du gut? Liebe Vater, lass nicht so, dass durch den Egoismus und wirtschaftliche Interesse ein paar Blödschwöpp an den Impfstoffen verdienen, während andere nichts davon abkriegen. Lass die jetzt zu sagen haben, also die aus der Politik und aus der Pharmazie, Unternehmen Sinn, dass wir auch Brüder und Schwestern sind und dass eine dem anderen helfen soll. Auch bei der gerechten Verteilung von dem Impfstoff. Herr, bist du so gut? Höre an und Himmel. Herrgott, du unsere Vater, wir wollen auch an uns Kranke denken. Und wir denken auch an die, die sich aus dem weltlichen Leben verabschiedet haben. Bei der Kirche Funkerud-Wies von 1823 waren das Dr. Hans-Rolf Schackert, Aki, Heinz Soenius, Marie-Louise Nikuta, Hertha Reis, Peter Harens, Petstedts, Hans-Josef Struve, Böpsche, Dr. Heinrich Krämer, Hans-Günther Michels,
Klammerbügel, Rolf Pauli, Befferkoche, Josef Heinen, Tabaksbügel. Vater im Himmel, se allen treu gedehnt, die ob Erde, und se jinge mit uns in Freud und Leid. Man werde sie niemals vergessen, trüß sie all in dinger Ewigkeit. Herr, bis er so jod, und an du der Tiefe. Leben Herr J. Den Kreuz hat zwei Balken. Eine Balke Angst und eine Balke Hoffnung. Hilf uns, dass wir der zweite Balke nicht vergessen. Hilf uns, dass wir hoffen können. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herr. Amen.
Wir all sind Kinder Gottes, so beten wir, wie der Herr uns das hier gelehrt hat. Lebe, Vater, Bruder, Mutter, du bist fähig, uns zu loben. Die Richtung um der Leben und Erde, wie du es willst, so soll es werden. Dann vom Brot uns zu viel Jefe, wie wir brauchen, genügt zu leben. Verjefte Schuld uns jeder Zink, wie mehr verjefte andere Glück. Lass uns nicht laufen in den Übel, mach uns frei vom schlechten Düvel. Das Recht, die Kraft und Herrlichkeit gehört dir, Herr, in Ewigkeit. Amen. Unser Herr nannte Shalom, wir sagen Frieden. Wer Shalom sagt, der weiß, Frieden kann man nicht nur an. Da muss man jetzt für tun, da muss man jetzt für machen. All das wieder. Dem Herr singe Frieden, soll für immer mit euch allen sein. Hier wollen wir uns höchst bezeichnen, dass wir uns der Friede wünschen. Bevor wir jetzt zum Sehen kommen, ich weiß ja nicht, wie es gegangen ist, aber es ist jetzt besonderes Glück, dabei gewesen zu sein. Ich könnte ganz nachher bleiben. Zusammenzuhalten und zusammenzustehen. Der Präsident des Festkomitees kann gerne oder Christoph dabei zu haben. Und ein bisschen Kraft mit nach Hause zu nehmen, das ist möglich, wenn wir so wunderbar eine Wortgottesdienst gefeiert haben. Und eins soll doch jetzt nicht fehlen. Der herzliche Applaus an all die, die das so wunderbar vorbereitet haben. Und jetzt sind es so gut, wenn der Licht aus der Kirche rausgeht, dort die Kollekte für uns Mädchen und Junge nicht vergessen, für das Friedenstreff. Man hat schon jetzt gesammelt, da wird gut noch ein Bücher angekauft und nur wenig mich einfach erzählen, was dabei rausgekommen ist. Und was du hättest ja gesagt, der Hausherr hat an der Stelle oder Brüssel auch noch schauen kann, wenn man nicht hätte, wo man hin überwiesen soll, dass man das auch kann. Ganz herzlich Dankeschön. Ich helfe mir Jan alle nicht bang, noch was. Und jetzt geht in diesen Abend und in die kommende Zeit mit Gottes Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Der Herr soll mit uns sein. Ja, das Sein, der wir brauchen für Lieb und Seele, für das Leben und das Sterben. Der Sein soll mit uns sein und mit all, die ich am Herzen liebe. Der Sein vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist.